Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion und mein Name ist Corby. Ihr habt bestimmt Angst, dass ich heute wieder Mike Solo-Folge mache, die jetzt dann bald veröffentlicht wird. Keine Angst. Weil der Kani auch nicht dabei ist, kein Mike, kein Seppi, aber ich bin nicht alleine. Ich habe den Stefan Schimek dabei und zwar den Festivalleiter vom Weird Weekender, über das wir heute sprechen und daher erstmal Hallo Stefan. Hi Corby, vielen Dank für die Einladung und es hat endlich geklappt. Nicht nur immer in der Gruppe schreiben, jetzt haben wir es auch wahr gemacht. Ja. Wir kennen uns ja jetzt schon eine ziemlich lange Zeit. Wir haben uns im Hardline kennengelernt. Ja. Und wir durften auch zu den Schifferszeiten, wo du noch deine Finger da im Spiel hattest, schon mehrere Folgen drüber aufnehmen. Auch letztes Jahr schon zum Weird Weekender. Dieses Mal haben wir dich überredet, dass du selbst was über das Rahmenprogramm erzählen darfst. Aber vielleicht, bevor wir über das ganze Rahmenprogramm reden, kannst du unsere Hörer aufschlauen, was es denn so mit dem Weird Weekender auf sich hat. Ja, sehr gerne. Also zuerst mal zu dem Hintergrund, wie du ja gesagt hast, ich war früher beim Shivers, das habe ich 2015 mit ein paar anderen Leuten gegründet und das habe ich da halt so koordiniert, organisiert, geschaut, dass wir Filme zum Sichten kriegen und dann auch so ein bisschen die Programmübersicht da koordiniert halt. Und das habe ich von 2015 bis 2017 gemacht im Zebra Kino Konstanz. Da waren dann der Lukas war von Anfang an auch mit dabei, den ihr ja letztens im Podcast hattet. Und der Nikolas ist dann 2021, soweit ich weiß, zugestoßen. Und der hat dann quasi meine Aufgabe nach meinem Ausscheiden übernommen. Genau, 2022 war meine letzte Ausgabe beim Shivers. Irgendwann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, du musst was Größeres machen. Genau, ja, es war halt das Maximum so erreicht, das Zebra-Kino, in dem das stattfindet in Konstanz. Das ist schon ein ganz besonderes Kino. Es ist überwiegend von sehr jungen Leuten gemanagt und so jung bin ich jetzt auch nicht mehr und ich war insgesamt 12 Jahre im Zebra-Kino und eigentlich bleibt man so zwischen 2 und 5 Jahren und es hat schon vielen Leuten als Sprungbrett in die Branche gedient, in die Kinobranche, in die Filmbranche, in die Verleihbranche. Da gibt es viele Beispiele dafür von Leuten, die heute bei deutschen Verleihern arbeiten, die deutsche Verleiher gegründet haben, die international irgendwo tätig sind in der Filmbranche, die im Zebra-Kino in Konstanz angefangen haben zu Beginn. Und genau deswegen war ich dann auch irgendwie so ein bisschen im Weg. Ja, wir hatten halt mit 2021 hatten wir das erste deutsche Screening von Last Night in Soho von Universal. Wo will man dann noch so weit hin? Ja, in einem Ding, irgendwann den nächsten Herr der Ringe in der Premiere. Genau. Nein, und wir hatten 2022 auch die Bude richtig voll und da waren auch ein paar neue Interessierte da und Nikolas war da schon super und da hat man dann halt irgendwann kam dann auch der Jörg Michael Schneider von Weird Wednesday in Stuttgart auf mich zu. Wir hatten 2019 schon die Idee, dass wir vom Shivers den Weird Wednesday unterstützen für die erste Festivalausgabe im Sommer oder Herbst 2020. Daraus ist natürlich nichts geworden, weil 2020 passiert ist. Und da war was. Ja, da war was, so eine Kleinigkeit. Da ist Viva la Movilusion an den Start gegangen. Da wollten erstmal alle zu Hause bleiben und fleißig zuhören. Sehr schön, sehr schön. Das hatte es einen positiven Effekt. Ja, schon. Ja. Immerhin. Und jedenfalls
war es dann halt so, dass wir da Ende 2022 auch über meinen anderen Job bei Dropout Cinema beim Verleih da auch immer in Kontakt gestanden haben und uns auch schon vor Corona hatten wir immer so ein paar Kooperationen mit dem Weird Wednesday. Weird Wednesday ist eine monatliche Reihe in den Innenstadtkinos Stuttgart. Die gibt es seit 2015 in dem Entstehungsjahr vom Shivers. Das Shivers wurde gegründet, weil die Moonlight Madness, die monatliche Reihe im Zebra-Kino so gut lief. Also es ist immer so ein bisschen, das war ja auch beim Hardline so, wenn ich mich richtig erinnere, so diese Festivals, die neueren, die sind meistens aus so Genrefilmreihen entstanden. Dass man gesagt hat, die monatliche Reihe läuft ganz gut, wieso probieren wir es mal nicht mit dem Festival? Und so war es auch beim Weird Weekender, der ist aus dem Weird Wednesday entstanden. Und Jörg hat halt dann Ende 2022, Anfang 2023 mich gefragt, ob ich da nicht Bock drauf hätte, jetzt dann zu Ihnen zu kommen, weil da ist auch so, man kann sich da mehr entwickeln. Also das Zebra-Kino, die Tätigkeit beim Festival, die wird im Grunde immer ehrenamtlich bleiben. Und das Zebra-Kino sollte sich auch, also hat sich immer so verstanden und sollte sich auch weiterhin so verstehen als in gewisser Hinsicht eine Art Sandkasten, ja, dass man eigene Projekte anleiern kann, dass man sich ausversuchen kann mit einem gewissen Auffangnetz. Und da ist auch das Zebra-Kino relativ einzigartig. Ja. Also es gibt noch das Com-Kino in Nürnberg natürlich und den Filmrauschpalast in Berlin-Moabit, wo es ähnliche Sachen gibt und wahrscheinlich vergesse ich jetzt auch noch ein paar andere, aber es gibt nicht so viele, nicht so viele Kinos, vor allem mit so jungen, engagierten Leuten. Und da war ich, wie gesagt, einfach schon, ich habe mich ausgetobt gehabt da. Und deswegen bin ich da dann beim Weird Wednesday eingestiegen, beim Weird Weekender. Ich bin Co-Festivalleiter, weil der Jörg, der macht mit mir zusammen die Festivalleitung, der hat es mitgegründet in Weird Wednesday und der guckt auch immer so, der hat so die grobe Orga, den Überblick und hat auch die Finanzen im Überblick und der haut mir dann auch immer auf die Finger, wenn ich irgendwie, wenn ich zu krude Einfälle haben sollte und guckt halt einfach, dass es so alles die einzelnen Stränge zusammenlaufen. Und er macht auch viel, was das Rahmenprogramm angeht vor Ort. Da wird man nachher noch kurz drauf gehen. Wir haben ja dieses Jahr wieder 2 Festivalpartys. Und ich sitze ja gerade noch in Konstanz. Er sitzt in Stuttgart und er ist in der ganzen Szene dann halt auch vernetzt. Er ist selber auch bei einem deutschen Filmverleih bei Camino. Beim Camino Filmverleih hauptberuflich und macht auch so Produktionen nebenher. Und heißt es wirklich Weird Wednesday, dass jeden Mittwoch dann ein Genrefilm kommt? Nein, jeden 3. Mittwoch im Monat. Genau. Okay. Und es kann auch mal sein, dass das sind normalerweise immer Klassiker, also Wiederaufführungen, jeden 3. Mittwoch im Monat. Es kann aber auch gut sein, dass wir mal so aktuellere Sachen zeigen. Also da kann ich auch schon sagen, wir werden nächstes Jahr den The People's Joker zeigen. Extrem durchgeknallte, sehr, sehr weirde Parodie auf Joker und Superhelden-Comics und so in einem queeren Kontext. Der hatte 2022 in Toronto, beim Toronto International Film Festival, in der Midnight Madness seine Weltpremiere und wurde kurz darauf von DC Comics und Warner einkassiert. Ja, also weil da wegen Copyright und so und alles. Komisch. Ich habe gedacht, die sind da nicht so. Ja, weil es halt irgendwie laut denen dann zunächst nicht eindeutig als Parodie gekennzeichnet war. Aber das haben sie dann mittlerweile wieder freigegeben. Kassiert. Okay. Genau, freigegeben und dann kann man ist eine sehr wilde Sache. Und da gucken wir halt, genau, wenn wir zusätzlich was Cooles haben, was Aktuelles, dann setzen wir das noch mit dazu. Dann kann das mal am 2. Mittwoch im Monat sein oder am 1. Mittwoch im Monat. Das muss man immer gucken. Aber das ist cool, weil wir arbeiten ja auch immer wieder mal mit dem Cineplex zusammen und wir haben jetzt auch mit dem Cineplex ausgemacht, wir machen einmal im Monat die Nacht des guten Geschmacks. Das geht in die ähnliche Richtung. Da fangen wir jetzt nächste Woche an mit dem 50-jährigen Jubiläum von Texas Chainsaw Massacre. Ich finde es toll, wenn auch in den Kinos immer wieder dann so Genrefilmen
eine Bühne gegeben wird, weil es ist ja doch nochmal ein anderes Feeling, so einen Film auf der Leinwand zu sehen, auf der großen, wie halt dann zu Hause im Streaming, wo man dann nicht genau, oder ich meistens nicht genau weiß, ist das jetzt geschnitten oder nicht. Ja, aber cool. Und dadurch ist jetzt das Weird Weekender entstanden. Letztes Jahr war ja die erste Ausgabe. Genau, ja. Und dieses Jahr wollt ihr alles toppen. Wäre nett, ja. Also man muss sagen, letztes Jahr lief es ganz gut an. Es war leider ein bisschen kurzfristig angekündigt. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Da waren viele ein bisschen überrascht, ja, in Stuttgart und haben sich dann halt gewünscht, ja, also man soll doch bei der zweiten Ausgabe mit ein bisschen mehr Vorlauf das ankündigen. Ja, umso besser, dass wir jetzt einen Podcast machen. Ja, eine Woche vorher. Ja. Wenige Tage, bevor es losgeht. Ja. Das stimmt wohl, ja. Ich bin auch die Ruhe selbst. Alles gut. Nee, aber tatsächlich angekündigt haben wir es, glaube ich, im März oder so diesmal. Und wir hatten ja auch eine Kickstarter-Kampagne. Nicht Kickstarter-Kampagne, um Gottes Willen, eine Start Next Crowdfunding-Kampagne. Dieses Kickstarter ist so zum Synonym für Crowdfunding geworden. So wie Patreon, und da gibt es ja auch 1000 verschiedene Varianten. Ja. Aber wir haben per Start Next da die Kampagne gemacht. Also wir haben uns ein Ziel gesetzt, mindestens 4.000 € damit zu erreichen, und das eigentliche Ziel war 5.500, und am Ende waren wir bei 6.700 € oder so. Super. Was eigentlich echt eine feine Sache ist und wo wir dann zufrieden sein können. Und darüber haben wir auch unsere Festivalpässe und unsere Weekend-Pässe verkauft. Die Festivalpässe sind für alle 4 Tage, also es geht von Donnerstag bis Sonntag. Für alle Vorstellungen, auch die 2 Aftershow-Partys. Und die Weekend-Pässe sind für Samstag, Sonntag. Festivalpässe haben wir mehr verkauft als Weekend-Pässe tatsächlich, was interessant ist. Und ich glaube, wir waren da bei knapp 40 bei den Festivalpässen und so um die 10, 11 bei den Weekend-Pässen. Und das ist locker das Doppelte von dem, was wir letztes Jahr hatten. Das Grundrauschen am Wochenende, am Samstag und am Sonntag, kann man davon ausgehen, dass es halb voll ist, weil wir sind da in einem 105-Plätze-Saal und tatsächlich kommt, also im Grunde dieselbe Größe, was das Shivers auch hat im Zebra-Kino. Und man könnte bei Bedarf, wenn sich was abzeichnen sollte, aber das muss man ein paar Tage vorher dann halt auch dann mit dem Kino absprechen. Das ist halt auch das Gute, dass wenn sich abzeichnet, dass ein Film richtig gut läuft, dass man skalieren kann. Also dann gibt es noch ein anderes, es gibt 4 Säle in diesem EM-Kino, in diesem Konglomerat aus mehreren Innenstadtkinos, ja, EM, Gloria und Cinema heißen die, und wir sind halt in der EM-Abteilung, das sind 4 Kinosäle, und da gibt es halt noch einen mit 220 Plätzen, und da könnte man dann mit genügend Vorlauf, mit ein paar Tagen Vorlauf, könnte man sagen, das ist eine gute Eigendynamik, da kann man dann hochskalieren. Das muss man aber schauen. Gut, dann sage ich vielleicht noch, bevor wir es vergessen, vom 14. bis zum 17.11. geht das Festival, weil ist uns schon ein paar Mal passiert, dass wir über Veranstaltungen reden und gar nicht sagen, wann das ist. So, aber jetzt mal zum spannenden Teil, weil dass ihr jetzt schon Pässe verkauft habt, das ist ja super. Aber was kommt denn so alles im Rahmenprogramm? Wir durften ja in der Vorbereitung zu der Folge schon in den ein oder anderen Kurzfilm mal reingucken. Auch der ein oder andere Langfilm. Einen, der mich sehr verstört hat. Welcher das wohl ist. Ja. Schauen wir mal, ob wir das gleiche Verständnis haben. Ich habe leider Gottes mit meiner Frau zusammengeguckt. Um Gottes Willen. Die Arme. Corby, ich muss sagen, bei dir habe ich wenig Mitleid. Aber sag deiner Frau bitte sie vielmals um Entschuldigung. Ja, okay, vielleicht fangen wir doch einfach mit dem an. Ja. Ich sage jetzt mal den englischen Beisatz, der dabei steht. Yes. Legend of the Overfiend. Yes. Fiend. Genau. Und du kannst ja den japanischen Wortlaut, der davor steht, vielleicht sagen. Also ich habe verschiedene Betonungen gehört und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es auch richtig ausspreche. Deswegen Anime-Fans, die vielleicht zuhören, bitte seht es mir nach. Ihr könnt dann zum Screening kommen und mich da mit einem gültigen Ticket, mit einem gekauften Ticket dann gerne berichtigen. Dann freue ich mich auch, dass ihr da, also natürlich freue ich mich dann, mit da sind. Urotsuki Dochi.
heißt es. Und das ist eine Literaturverfilmung. Ja, genau, also richtig. Man muss sagen, wir haben von Dropout Cinema die Anfrage bekommen, ob wir uns den denn also als Screener angucken wollen und darüber berichten wollen. Und dann hab ich eben gesehen, okay, es läuft im Weird Weekender, dann können wir darüber reden. Und ich habe nicht so weit gelesen. Ich hab wirklich irgendwie Action-Anime erwartet, habe das zu meiner Frau verkauft, dass wir uns das am Samstagabend dann zusammen anschauen können. Und die bessere Beschreibung wäre wahrscheinlich, es ist ja eher ein Hentai-Abenteuer. Yes, ein Hentai-Abenteuer, ja. Also von 1989, hat 35-jähriges Jubiläum, wurde jetzt neu rausgebracht. Er stand überraschenderweise eine Zeit lang auf dem Index. Komisch. Komisch. Ganz komisch. Ganz komisch. Die ungekürzte Fassung wurde vom Index gestrichen, tatsächlich, vor einer Weile. Hat aber auch keine FSK 18 bekommen. Komisch. Also vielleicht auch zur Erklärung. Die Handlung, glaube ich, die muss man jetzt gar nicht so groß erklären. Es ist eine Liebesgeschichte, kann man sagen, mit einem übergreifenden Dämonen. Das andere könnten Engel sein, aber sie nennen sich nicht Engel. Krieg, der dann anteasert, es gibt irgend so einen Dämonengott, der auf die Erde kommt nach 3000 Jahren und erstmal zeigt, wer hier der wahre Chef ist. Und der zeigt es halt mit sehr expliziten Sexszenen. Yes. Wo man ehrlich gesagt echt am Anfang gar nicht damit rechnet. Für die Unangeweihten, ja, das muss man sagen, ja. Vielleicht hätte ich noch mal ein paar Worte der Warnung. Wir haben auch explizit im Text auf der Homepage noch mal darauf hingewiesen. Also um es jetzt noch mal zu sagen, die Rahmenhandlung ist folgende, also die Prämisse, dass es neben des Reichs der Menschen noch zwei weitere Reiche gibt, Chujinkai und Makai. Das sind die für die Menschen eigentlich unsichtbaren Reiche der Dämonen. Genau. Und der, wie soll man sagen, Menschenbestien, der Halblinge. Menschenbestien war Menschenbieste. Ja, genau, nicht Engel. Genau. Ja. Und die Legende besagt, dass alle 3000 Jahre ein Wesen namens Jojin wiedergeboren wird, das dann die drei Welten, die drei Reiche vereinigen soll und ein ewiges Königreich erschaffen wird. Und das hat aber für die Menschenwelt sehr unangenehme Konsequenzen. Ja, also und die wie soll man sagen? Unangenehme Konsequenzen. Ja. Also es ist Urotsuki Dochi war vor der Verfilmung schon wohl ein sehr berüchtigter Manga-Comic, bei dem es auch zur Sache ging. Er hat sehr ausladende Szenen, was man unter dem Begriff Tentakel-Porn oder Tentakel-Hentai verbuchen kann. Muss, ja. Und das ist what is wrong with you, Japan? Nein, also es hat da viel zu bieten in der Hinsicht und ist deswegen natürlich nicht jugendfrei. Tatsächlich ist der zumindest Anfang der 2000er der Urotsuki Dochi der erste durch eine DVD-Veröffentlichung in Deutschland, zumindest in meiner Bubble und in vielen anderen Bubbles, zu einem Art berühmt-berüchtigten Kultfilm geworden, den man sich unbedingt anschauen musste. Also er war in diesem Dunstkreis von Braindead und Evil Dead und Texas Chainsaw Massacre, war das ein weiterer Titel für uns, ja, wo man den sich dann angeschaut hat, weil viele von uns, unter anderem ich habe nicht so viel Ahnung von Manga und Anime, war uns auch kein Begriff, ja, dass es da so dieses Tentakel-Hentai-Ding gibt und das hat dann halt auch die Runde gemacht damals und hatte so einen Kultcharakter und man muss auch wirklich sagen, dass als wir den bekannt gegeben haben, es kommen jetzt tatsächlich Leute aus Hamburg, die den Festivalpass gekauft haben wegen Urotsuki Dochi. Ja. Und also als Festivalfilm kann ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, weil ich glaube, wenn du mit deinen Kumpels oder abgedrehten Freunden da das ein oder andere Bierchen zischt und dir den Film reinziehst, dann hast du eine echt gute Zeit, weil also man darf ihn jetzt nicht
auf rein Porno irgendwie in die Schiene reinschieben, weil es ist tatsächlich mit über 2 Stunden schon eine echt komplexe Handlung, die dann da entsteht. Es ist auch eine Liebesgeschichte mit drin, die jetzt sich nicht nur in reinen Akt darstellt, sondern da geht es wirklich so ein bisschen um, kommen die zwei zusammen, bleiben die zwei zusammen, wird am Ende das Böse vielleicht besiegt, wer weiß. Oder ich würde es ungerecht finden, ihn nur auf Tentakelbohren zu beschränken. Also da kommt alles drin vor. Ja, es ist wirklich, also wir haben auch es ist ja seit ein paar Jahren auch immer so wieder die Diskussion der Triggerwarnungen. Ja, und wir sind da immer, das gab es auch bei uns im Team, im Weird Weekender Team, wie wir das angehen sollen. Aber wir haben uns bei der Triggerwarnung vom Fantasia Filmfest in Montreal, die sie zu The Sadness rausgegeben haben, ein bisschen orientiert, wo dann, ich paraphrasiere das jetzt, wir geben sehr selten Triggerwarnungen aus, aber dieser Film kreuzt quasi alles ab, wofür man eine Triggerwarnung rausgeben kann. Und das kann man bei Urotsukidoji, ähnlich sehen. Man muss aber halt auch sagen, der Film lief damals, als er aus Japan entflohen ist, aus dem Kulturkreis, lief beim Toronto International Film Festival, auch in der Midnight Madness. Er lief in Sitges, also er hat schon bei den großen Festivals die Runde gemacht. Und man kann sich auch sehr sicher sein. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ich das gelesen habe. Also Filmemacher wie Guillermo del Toro haben diesen Film auch gesehen und sich vielleicht teilweise zumindest davon inspirieren lassen von einigen Sachen. Und wenn ich es richtig weiß, man darf mich korrigieren, es ist schon lange her, sehr, sehr lange her, dass ich Perdita Durango gesehen habe. Und deswegen weiß ich nicht, ob es Perdita Durango oder ein anderer Film von Alex de la Iglesia ist, aber in einem seiner Filme schauen die Figuren Urotsukidoji also auf dem Fernseher. Dieser Film hat Anfang der 90er und auch der 2000er auch die Runde gemacht in der Szene und war da wirklich auch so ein Kulthit. Und wenn man auch auf Letterboxd schaut, da sind viele, viele Leute, auch aus dem englischsprachigen Raum, die gesagt haben, ja, meine Eltern haben gedacht, als sie den vor 20 Jahren in Videothek gesehen haben, das ist ein Zeichentrickfilm, der muss ja für den Jungen oder für das Mädel sein. Und man muss dazu auch sagen, dieser Film existiert in den unterschiedlichsten Fassungen. Also da gibt es Fassungen, wo die expliziten Sexszenen geblurrt sind, geschnitten sind. Er wird auch zum Kinostart wird es 2 Fassungen geben. Es wird die offizielle FSK 18 Fassung geben, wo dann ein paar Minuten fehlen, wo man jetzt nicht viel Fantasie braucht, um herauszufinden, welche Minute, also was da so fehlt. Und dann gibt es halt noch die ungekürzte Fassung, die dann auf die Leute losgelassen wird. Könnt ihr ja zur Nacht des guten Geschmacks zeigen. Ja. Reden wir noch mal drüber. Da reden wir dann nochmal drüber. Da gibt es ja auch mehrere Teile, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Ich glaube, tatsächlich der Film wäre eine eigene Folge wert. Und was mich aber jetzt schon interessiert, der kommt am Samstag um 13 Uhr. Wieso? Ja, eine gute Matinee, ein guter Einstieg in den Festivaltag, so ein bisschen gediegen. Nein, ich hatte irgendwann... was kommt danach? Ja, ich hatte irgendwann ein bisschen... wir wollen ihn auch zumindest ein bisschen populär, kulturell und filmhistorisch einordnen. Also ich möchte nicht bei einem Filmfestival, ich will generell bei einem Filmfestival nicht nur Filme zeigen, sondern sie sollen auch angemessen gerahmt werden und in den Kontext gesetzt werden. Bei Urotsukidoji ist das natürlich ein bisschen schwierig. Wir haben uns um ein paar Leute bemüht, also auch so, dass man das ein bisschen in den akademischen Kontext setzt, weil es gibt tatsächlich nicht wenige akademische Texte zu Urotsukidoji. Die meisten sind aus dem englischen Sprachraum. Auch solche Filme entstehen nicht in einem Vakuum. Ja, also es hat ja immer so, man hat immer eine Entwicklung mitgemacht und gerade in Japan war wenn ich jetzt ein bisschen ausholen darf, so 2 Minuten, hoffentlich 2 Minuten, es gab 2 Atombombenabwürfe und in dem Zuge dessen Godzilla war natürlich maßgeblich davon beeinflusst, zumindest der erste. Und dann gab es in den 60er Jahren ja auch so Filme wie Horrors of Malformed Man, wo darauf eingegangen ist, auf die Folgen der Atombombenabwürfe, auf die
Missgestaltung von den Leuten, also von Menschen, die Strahlung hervorgerufen haben. Und das war dann halt auch Teil einer Entwicklung. Aber es gibt auch schon so dieses Tentakel-Ding, war trotzdem in der japanischen Gesellschaft schon wohl im 19. Jahrhundert vorhanden mit diversen Zeichnungen. Wo ein Oktopus eine Dame beglückt. Das ist ja ein relativ bekanntes Bild, ja. Müssen wir jetzt auch nicht so weit abholen, aber das in einen Kontext zu setzen, ist schon wichtig, ja, dass man die Leute da jetzt auch nicht ganz alleine lässt. Und okay, dann übersetze ich es mal so, wie ich es gerade verstanden habe. Ihr wollt den Film nicht auf das degradieren, dass ihr sagt, okay, das ist jetzt so der große Samstagabend Besaufnisfilm, sondern oder ihr wollt auch dem Film die Chance geben, dass man sich darüber eben austauscht. Ja, ich hab mir halt so gedacht, wenn ich da jetzt 5 Minuten oder 10 Minuten, Daniel Schröckert wird da sein, der wird den auch persönlich vorstellen, also der mag den auch, den Urotsuki Dochi, Daniel Schröckert von Kino Plus, der wird auch also von Freitag bis Sonntag wieder da sein wie letztes Jahr, wird auch auflegen zwischendurch bei der Party am Samstag, bei der Aftershow-Party. Und eine meiner größten Bedenken war, dass wir da vorne stehen und sich irgendjemand aus dem Publikum denkt, I find this very hard to fap to. Dann denke ich, habe da jetzt was anderes erwartet. Ja, richtig. Ich habe mir jetzt ganz überlegt, ob ich das auch noch sagen soll. Ja. Also Kani würde sagen, Weird Boner Alarm. Yes. Und er gibt einem nicht viel Chancen. Ja. Ja, das wollte ich, deswegen haben wir den früh gesetzt. Die Bude wird, so wie es aussieht, trotzdem voll. Ja. Aber es ist halt einfach, wir wollen ihn zeigen, aber wir wollen ihn in einem angemessenen Rahmen zeigen. Okay. Genau. Cool. So, haben wir das geschafft. Über was soll man denn auf jeden Fall sonst noch reden, was im Rahmenprogramm drin ist? Ich habe ja noch den einen oder anderen dabei. Ja. Aber was sagst du, da müssen wir unbedingt drüber reden? Ich würde gern einerseits zum Eröffnungsfilm noch was sagen zu You Are the Universe. Ein ukrainischer Science-Fiction-Film. Also die Prämisse ist auch wieder relativ schnell zusammengefasst. Ein ukrainischer Space Trucker ist auf dem Weg zum Jupitermond Callisto und erfährt dann halt, dass die Erde explodiert ist. Und so wie es aussieht, also er muss dann halt davon ausgehen, dass er jetzt der einzige Mensch im Universum ist. Ja, muss sich dann halt da damit zurechtfinden und mit seinem Bordcomputer, den er hat, arrangieren, ja, und muss halt versuchen, nicht durchzudrehen in dieser Situation und bis er dann einen Funkspruch von einer weit entfernten Raumstation erhält, der ihm Hoffnung gibt. Und da setzt er natürlich alles daran, diese Raumstation zu erreichen. Wenn das jetzt noch nicht interessant genug klingt, ich würde allen wirklich ans Herz legen, bei Letterboxd zu schauen, vielleicht mal zu googeln, die Reviews anzuschauen. Die überschlagen sich wirklich. Und es ist nicht nur aufgrund dessen, dass es ein ukrainischer Science-Fiction-Film ist, der während des Ukraine-Kriegs unter natürlich maximal erschwerten Bedingungen entstanden ist und dafür auch, also nicht nur dafür wirklich ganz hervorragend gelungen ist. Es ist meiner Meinung nach einer der besten Filme des Jahres, die noch ein bisschen unter dem Radar schwirren. Natürlich kein Horrorfilm oder sonst was. Also für alle, die Science-Fiction mögen, sollten die Moon zum Beispiel mochten, ja, mit Sam Rockwell, den Ding. Man merkt natürlich so die Anleihen an Moon oder natürlich, ja, 2001 werden dann auch viele so ein bisschen dran denken mit dem Ding mit dem Bordcomputer. Aber der steht schon auch sehr für sich und ist wirklich ein ganz, 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 ganz toller Film und wir arbeiten gerade noch dran, dass wir hoffentlich vielleicht auch ein kleines Intro und vielleicht sogar ein Zoom-Q&A mit dem Regisseur und dem Drehbuchautor, mit dem Pavel Ostrikov bekommen, weil es da natürlich ganz viele Fragen gibt, weil er auch ganz viel zu erzählen hat. Der ist gerade auch auf großer Europa-Festival-Tournee. Der Film lief gerade beim Filmfestival in Thessaloniki. Wird in Leeds jetzt laufen oder hat gerade ein paar Vorstellungen in Leeds.
hatte seine Weltpremiere auch in Toronto dieses Jahr und ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig zu koordinieren. Aber ich kann den wirklich nur empfehlen. Ist ein ganz, ganz, ganz toller Film und ein wirklich guter Auftakt. Ja, ein wirklich passender Auftakt, ja. Ja, sehr cool. Es geht am Donnerstag um 20 Uhr los. Genau, ja. Und ja, also wie du schon gesagt hast, allein die Prämisse macht schon sehr neugierig. Wenn der so gute Bewertungen hat, gut, das heißt meistens nichts. Weißt du, ob der dann auch noch eine Kinoauswertung bekommt? Maybe. Maybe, okay. Ich kann auch nichts. Also lassen wir es beim ja, Maybe, okay. Ich hoffe, ja. Ich kann nur sagen, wir sind dran. Aber okay. Genau. Mal gucken, wo er landet. Aber er wird sehr sicher im Laufe des nächsten Jahres eine Kinoauswertung kriegen. Ja. Okay, sehr gut. Was mich immer am Shivers und auch beim Weird Weekender so begeistert ist, ihr nehmt auch Dokus mit ins Programm. Ja. Für alle Hörer, die jetzt trotzdem noch zuhören und jetzt nicht nach vorne skippen, ihr habt doch dieses Mal eine coole Doku dabei, die ich schon sehen durfte, und zwar Susanna, the Queen of Black Magic. Yes. Das ist einfach mal wieder verrückt, wenn man aus Deutschland kommt und denkt, okay, man hat jetzt schon so viele Genrefilme gesehen, da hat man bestimmt schon aus jedem Teil der Erde mal so den Filmabriss hinter sich. Und dann kommt sowas wie Susanna und zeigt mir, okay, Indonesien hat eine brutal coole Horror-History und eine Genre-History. Und mit dieser Susanna Marta Fregerita von Osch, so heißt die junge Dame, oder hieß die junge Dame, hat diese Doku gezeigt, was hat die für Rollen gespielt? Was ist denn deren Vergangenheit und welches mögliches okkultes Dasein hat die Dame denn gelebt? Was ist denn so der Background zu dem Film, dass ihr den ins Programm mit aufgenommen habt? Also wir haben ja letztes Jahr beim Weird Weekender schon Enter the Clones of Bruce gezeigt. Also über das Bruceploitation Subgenre, das im Zuge des tragischen Tods von Bruce Lee entstanden ist, um die Nachfrage abzudecken, weil nach den Kung-Fu-Sachen, weil ja da immer noch die Nachfrage bestand, genau, nach solchen Sachen und dann allerlei Bruce Lee-Epigonen aus dem Boden geschossen sind. Und derselbe Regisseur, David Gregory, der für Enter the Clones of Bruce verantwortlich war, hat halt dieses Jahr Susanna fertiggestellt und hat den netterweise, also wir hatten den letztes Jahr auch so ein bisschen auf dem Schirm, weil er uns da auch schon davon erzählt hat. Und der hat uns dann den auch offiziell eingereicht und wir haben den angeschaut und fanden den ganz fantastisch und hat sich da dann auch angeboten. Und der läuft auch bei uns als Deutschlandpremiere, das ist auch noch ganz nett. Und es zeigt halt auch einfach nochmal, also das liegt uns natürlich auch am Herzen, dem geneigten Genrepublikum, auch so die Nischen Sachen, so die unbekannteren Bereiche des Genre-Kinos näher zu bringen. Ich meine, ganz ehrlich, vom Weird Weekender-Team, ich wusste auch nicht viel von dem Ding. Ich hatte Susanna mal gehört, weil ich glaube, es gab vor ein paar Jahren so auch im Netflix Ding, so ein Remake oder ein Revival mit dem Ding und das hatte ich da aber noch gar nicht in den Kontext gesetzt. Lustigerweise für all diejenigen, die ein Streaming-Abo bei Mubi haben oder sich überlegen, da vielleicht mal einen Probemonat zu holen, sehr, sehr viele Susanna-Filme sind bei Mubi verfügbar. Also die kann man da auch schauen und das kann ich nur empfehlen. Da sind einige sehr, sehr gute Sachen dabei. Und wenn man sich so ein bisschen als Genre affine Leute weiterbilden möchte, seine Kenntnis da erweitern, dann kann ich das wirklich nur empfehlen. Und die Doku
ist da ein guter Aufhänger. Also wir haben die angeschaut und wir hatten alle sofort Bock drauf, die Filme zu schauen und das haben wir auch ein paar davon dann geschaut und wir werden das auch bei dem Screening sagen. Also, dass man dann, wenn die Leute da dann Filme schauen wollen, bei Mubi sind sie verfügbar. Wir hätten es von Mubi sponsern lassen sollen. Mist. Verdammt. Verdammt. Ja, nee, aber ja, ich glaube, wir beide sind uns auch einig, oder? Das ist eine ganz hervorragende Doku. Ja, wirklich. Also auch sehr packend. Und ich habe davon natürlich auch nichts von der Susanna gewusst, aber mir geht's genauso, wie es du gesagt hast. Ich habe auch Bock, die Filme von ihr zu schauen. Allein dieser durchdringende Blick von ihr und dann eben auch diese Gestik, die sie da mit an den Tag bringt, wo man wirklich irgendwie das Gefühl hat, okay, die spielt es gerade nicht nur. Vielleicht ist da echt was Okkultes dabei. Also es ist echt krass. Und natürlich auch sehr geschickt von euch zeitlich gelegt. Ein schöner Kontrast dann eben zu dem netten japanischen Anime in Anführungsstrichen, zum Runterkommen. Oh Gott, ja. Ja. Was ich auch noch gerne empfehlen möchte, am Freitag um 19:30 Uhr haben wir einen deutschen Film, ein Regiedebüt von Matthias Wissmann im Line-Up. Matthias Wissmann ist auch, also das restliche Team kennt den Matthias auch schon ein bisschen länger. Der hat auch, also der kommt aus Ulm, wenn ich es richtig weiß. Oh Gott, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, Matthias, tut mir leid. Aber der ist da in der Stuttgarter Szene da auch so voll drin. Und hat einige Kurzfilme davor gedreht, die sehr genrelastig waren. Und hat jetzt aber mit seinem Regiedebüt Vexir dann schon auch einen ernsteren Ton angeschlagen. Also es ist ein Psychothriller, Psychodrama über eine toxische Beziehung. Hat natürlich Genre-Elemente. Hatte jetzt in Hof, bei den Hofer Filmtagen seine Weltpremiere und hat jetzt die Stuttgart-Premiere dann bei uns. Ja, ist so ein bisschen so ein Homecoming, könnte man vielleicht ein bisschen sagen. Ja. Aber wir wollen dann natürlich das auch angemessen präsentieren. Matthias wird da sein. Es werden wahrscheinlich auch noch ein paar andere Leute da sein, die hinter der Kamera dann gearbeitet haben. Wie gesagt, es ist wirklich ein ziemlich ernstes Thema, sehr, sehr gut umgesetzt für deutsche Verhältnisse. Nicht nur für deutsche Verhältnisse. Es ist ein sehr, sehr guter Psychothriller. Das muss man gesagt haben und vor allem auch ein sehr überzeugendes Debüt. Ich würde wirklich, wirklich allen, die dann auch gern mal Bedenken haben, wenn es um deutsche Filme geht, wo ich mich auch nicht, das hatte ich vor allem früher sehr oft, ja, also man hat ja so diese Vorurteile gegenüber deutschem Kino, aber es gibt auch deutsches Indie-Kino und es gibt auch sehr, sehr gutes deutsches Indie-Kino und wenn ich da natürlich dann befangen bin, man kann da schon mal den Blick darauf wagen, vor allem in diesem Rahmen, weil dann halt auch die Leute da sein werden und dann kann man danach auch mit den Leuten noch reden. Genau, weil das ist auch ein Thema, das soll auch hier wieder, ohne es mit dem Anime vergleichen zu wollen, aber es sind halt auch das Genre-Kino hat ja auch nicht nur im Subtext, sondern auch im Text oft sehr schwierige, heikle Themen und ein Festival sollte auch dazu da sein, das zu rahmen, in den Kontext zu setzen und dann auch in den Dialog mit den Filmschaffenden und mit dem Publikum auch zu gehen. Und die Leute da auch nicht alleine zu lassen. Und das liegt uns halt schon auch am Herzen, so die Filmdiskussion zu fördern. Ja, auch einen Mehrwert zu bieten. Ist es denn die einzige deutsche Produktion, die ihr im Rahmen habt? Wir, also von den Spielfilmen, ja. Wir haben 2 Vorfilme zu You Are the Universe. Das ist ein Schweizer Vorfilm und der ist auch auf Englisch. Kurt the Street Lamp ist ein sehr, sehr abgefahrener Film im PS2-Look. Okay. Den muss man gesehen haben. Ja, das ist sehr, sehr abgefahren. Das andere ist How to Get Rid of Your Cheating Husband. Das wird der Vorfilm zu Vexir sein.
Auch ein ziemlich abgefahrenes Ding. Der lief beim Fantasia Filmfestival 2023, also hat schon auch ein bisschen Credibility, International Credibility, auch ein gutes Ding. Aber das sind jetzt so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren das die deutschen Produktionen. Was wir halt noch haben, zu Beginn von A Mother's Embrace, der ja so ein bisschen Lovecraftian, Survival Horror, könnte man das nennen, wird Huan Wu ein Status-Update zu seiner Lovecraftian die Traumlande Saga geben, ja, zu seinem Film. Das wird auch ganz spannend. Das sind so die Sachen. Es wird auch tatsächlich, wir haben, um jetzt nochmal zu dem Rahmen, wir gucken, dass wir so ein bisschen die Stuttgarter, die regionale und überregionale Kulturbranche auch dieses Jahr so ein bisschen in den Fokus setzen. Also bei Messiah of Evil wird es eine Einführung von der Iwi geben. Die Iwi ist Teil der Band Mondo Sangue und die machen sehr viel so 70s Giallo-inspirierte Musik und die haben tatsächlich auch einen Track, einen sehr stark von Messiah of Evil inspirierten Track gemacht. Deswegen bietet sich das dann auch an, dass sie die Einführung macht und wir haben noch den Lukas Hepp, auch ein Stuttgarter Eigengewächs, der seinen Stuttgarter Schocker, ein Comic, da präsentieren wird. Das wird dann auch verlosen worden, da Ausgaben. Also wir wollen da wirklich so ein bisschen alle Facetten des regionalen und überregionalen der Indie-Branche so ein bisschen präsentieren und darauf auch aufbauen. Wir haben auch einige deutschsprachige, also aus dem deutschsprachigen Raum stammende Indie-Spiele zum Verlosen, zu Hellpie, einem, wie soll man sagen, ich weiß nicht, ob du Conker's Bad Fur Day noch kennst von Nintendo 64 Zeiten. Das ist so ein bisschen so ein 3D-Plattformer, so eine sehr vulgäre Parodie auf Mario. Shoutout an Kane, er würde Conker's Bad Fur Day lieben. Okay. Und es gibt Hellpie, ist so ein bisschen so eine Hommage daran, ja, ein sehr abgefahrenes 3D-Jump'n'Run und da wird der Entwickler auch da sein und es dann kurz präsentieren. Wir wollen da wirklich auch so ein bisschen nicht nur internationales Kino mit Deutschlandpremieren da, also internationales Indie-Kino, sondern wirklich da netzwerken und in unserem Rahmen da auch Leuten aus der Kulturbranche, aus der hiesigen lokalen, regionalen, überregionalen Kulturbranche eine Plattform bieten. Aber dann sag doch mal, von wann bis wann muss man denn da jeden Tag dann da sein? Weil also gerade Filmfestivals, die können ja dann mal enger getaktet sein und dann mal wieder breiter. Und wenn ihr so viel Rahmenprogramm noch dazwischen habt, und du hast ja auch vorhin die Vorfilme angesprochen, also ihr habt ja so nach meinem Verständnis keinen Kurzfilm-Block, sondern ihr habt praktisch immer einen Kurzfilm oder mehrere, ich weiß es nicht, vor den Featurefilmen. Wir haben vor jedem Film einen Vorfilm, einen Kurzfilm. Außer beim Members Club am Freitag, da haben wir tatsächlich 2, weil da geht halt einer 2 Minuten, einer 4 Minuten, da kann man dann auch mal 2 mit reinnehmen. Rahmenprogramm, also am Donnerstag, da läuft halt You Are the Universe und wir werden da wahrscheinlich noch ein bisschen länger danach im Saal bleiben, so ein bisschen, um einfach noch zu quatschen und dann kann man natürlich auch sagen mit den Leuten, ja, dann gucken wir mal noch, ob man noch irgendwie wohin geht, sich hinsetzt und mit den Leuten halt auch noch quatscht. So ein bisschen. Wir haben halt nicht so wie beim Hardline die Kinokneipe, leider. Ja, aber man muss halt auch sagen, nochmal kurz Shoutout ins Hardline an Flo. Das Hardline ist halt auch der Goldstandard der deutschen Genre-Festivalbranche. Aber genau, und am Freitag fängt's also der erste Film fängt. Also das heißt Donnerstag 20 Uhr. Genau, Donnerstag 20 Uhr. Ja. Das heißt, wenn man jetzt am Donnerstag noch arbeiten muss, dann schafft man es da trotzdem hin. Also es gibt keine Ausreden. Es gibt keine Ausreden. 20 Uhr, schön nach Feierabend. Ja, okay. Genau.
Und am Freitag fängt es um 17:30 Uhr an, ein bisschen früher. Genau, weil wir da halt auch 3 Filme zeigen. Und der Vexier, der um 19:30 Uhr anfängt, der hat dann halt natürlich mit dem etwas ausladenderen Rahmenprogramm dann auch ein bisschen mehr Platz. Genau, und der letzte Film, Members Club, beginnt um 22 Uhr. Der wird dann so zwischen 23:30 und 0 Uhr aus sein. Und dann geht es danach noch in den Schwarzen Keiler zur ersten Aftershow-Party des Wochenendes. Da haben wir genau Freitag und Samstag die Aftershow-Partys und dann kann man dann auch ein bisschen feiern. Ich bleibe da immer nicht ganz so lang. Der Rest des Teams ist da ein bisschen gestählter. Klar, die müssen aufpassen, dass es den Gästen gut geht und genau. Das ist natürlich, das läuft alles sehr, sehr seriös und ernst ab. Ja, und da wird also aufgepasst, natürlich. Ja. Also, nee, ihr seid ja nicht zum Spaß da. Genau, wir sind ja nicht zum Spaß da. Business. Nee, aber es ist natürlich dann, ich bin da dann eher, vor allem mittlerweile, dass ich dann sage, ich gehe mal ein bisschen früher und dafür mache ich dann halt jetzt überspitzt gesagt am nächsten Tag den Laden auf, ja, weil ich bin ja mitverantwortlich, dass es am Samstag und am Sonntag so früh anfängt. Und da muss ich dann nicht die Leute, die halt auch ein bisschen sich um die Party kümmern, auch tatsächlich, dass sie dann schon da wieder gleich direkt am nächsten Tag morgens da sein müssen. Genau, am Samstag ist so, da fängt es um 12:30 Uhr an, da ist so eine Weekend-Kick-Off-Moderation. Da wird auch der Daniel Scheuker auch schon da sein. Wir werden da einfach so ein bisschen einstimmen auf das Wochenende, so ein bisschen Talk, wenn Leute Fragen haben. Da werden überwiegend, nehme ich an, dann halt auch schon die Festival-Passbesitzer, die Wochenend-Passbesitzer auch da sein. Einfach so vor dem Auftakt mit Orozu Kidochi, da ist er wieder. Dass man noch ein bisschen vor. Der verfolgt uns. Der verfolgt uns. Die Tentakel lassen uns nicht los, ja. Ja, einen Kane haben sie schon. Ja, richtig. Genau, da wird es um 12:30 Uhr so ganz gediegen losgehen und dann geht's aber wirklich, also danach stramm mit 5 Filmen, ja, bis dann um 22:30 Uhr mit Rats in einem sehr, sehr abgefahrenen US-Indie-Film entmündet, der tatsächlich im Jahr 2007 spielt, so ein bisschen zur Hochzeit dieses Emo-Hypes und mit allem drum und dran, wo ein 19-jähriger Sprayer von einer psychopathischen Polizistin in Austin, Texas eingebuchtet wird und im weiteren Verlauf des Films unter anderem unfreiwilligerweise Teil eines schwierigen Atomwaffendeals wird und es eskaliert zunehmend. Ja? Okay. Also wirklich so schicker Soundtrack, total abgefahren, auch der Look ist super. Und das ist, also wir haben den geschaut und da hat Jörg dann auch sofort gesagt, ja, das ist ja eigentlich, also dann da müssen wir, da ist ja perfekt so als Partyauftakt, ja, als Abschluss des Abends, so einerseits so ein bisschen Rausschmeißer, aber dann so als Warm-up zu einer Party. Da wird es dann danach eine Party im Goldmarks geben, Backstage-Party mit gerade so 2000ern Alternative Rock, bisschen Hip-Hop mit dabei, wo das dann so der Übergang, also rein musikalisch betrachtet, fließend sein wird. Genau. Und da wird es dann wahrscheinlich, für mich nicht, ja, weil ich bin alt und ich muss am nächsten Tag raus und um 12 Uhr schon wieder, um 11 Uhr eigentlich schon wieder im Kino sein, um das vorzubereiten. Aber wir hatten das letztes Jahr auch schon. Da ging die Party bis morgen, also für die meisten bis morgens um 6. Und um 11 Uhr hatten wir die Klassikerveranstaltung, eine Klassiker-Matinee mit Christopher Nolans Regiedebüt Following angesetzt. Und ich glaube, es waren 17 oder 18 Festivalpässe, die es nicht zu Following geschafft haben. War der Schwund durchaus beträchtlich. Ja. Eine kurze Zwischenfrage von mir. Ja. Für dich als Festivalveranstalter, nimmst du das dann den Leuten irgendwie auch übel?
Aber weil die Diskussion haben wir manchmal, man schafft es einfach zeitlich nicht immer zu allem, weil man eben ja natürlich dann auch die Zeit zum Netzwerken am Abend auch mitnehmen will und da eben ja das eine oder andere Gespräch dann auch mal ausartet zusammen mit Alkohol. Es ist halt ein Festival und ich frage mich da manchmal, wie sieht es der eine oder andere? Die Leute sollen Spaß haben. Ja. Die Leute sollen Spaß haben. Wir bieten die Filme an und wenn es die Leute schaffen, das freut uns dann. Wenn sie mal Filme verpassen, ist es natürlich schade. Also wenn sie dann halt quasi vor allem im Rahmen des Festivals dann auch noch quasi was haben, was sie für sich sagen, hey, das hat sich ja dann noch mehr gelohnt, ja. Also das Festival hat sich dann noch mehr gelohnt, dass ich jetzt hier eine Gelegenheit habe oder irgendwie wie nochmal zu Netzwerk oder wie auch immer, ja, dass man dann jetzt da den Film auslässt. Ich sag das auch beim Hardline und das war dieses Jahr, war das nochmal krasser, weil wir gehen ja jedes Jahr zum Hardline, jetzt mittlerweile auch. Und wir waren uns ja auch einig da, dass dieses Jahr also die Line-Ups waren immer gut, das Programm vom Hardline war immer gut, aber dieses Jahr war wirklich das bislang Beste, da muss man auch nochmal vor Flo und den anderen den Hut ziehen. Ja. Und aber ich habe relativ wenige Filme mit dem Hardline geschaut, weil ich glaube fast alle oder alle davor schon gesehen hatte, ja, halt also zum größten Teil halt als Sichtungslinks, ja, das ist so diese Berufskrankheit. Mhm. Und bei ein paar war es cool, dass ich sie dann halt auf der großen Leinwand dann nochmal sehen konnte, weil sie da dann natürlich besser gewirkt haben. Aber ich habe viele auch einfach nicht gesehen. Aber ich kann auch, also das Hardline ist mittlerweile ein Festival, wo man hingehen kann und Spaß haben kann und es sich lohnt, es sich für die Leute lohnt, da hinzugehen, ohne auch nur einen Film gesehen zu haben. Das mag jetzt vielleicht irgendwie komisch klingen, ja. Zuerst schaut die Filme, um Gottes Willen, die sind super, aber für mich hat sich das trotz, dass ich halt ein paar Filme verpasst habe, dann wie du gerade beschrieben hast, hat sich das mehr als gelohnt. Und da auf den Punkt arbeiten wir beim Weird Weekender eigentlich auch hinaus, sind da jetzt noch nicht dran, aber das ist auch, was ein Festival ausmacht. Also, dass man dass halt abseits der Filme auch noch so viel geboten wird. Und das Hardline ist da schon, ja, und macht es fantastisch. Und wir versuchen da halt auch einfach hinzukommen. Das ist ja eigentlich perfekt mit dem, was du gesagt hast. Gerade die Leute sollen Spaß haben. Und wenn man dann auch noch die Möglichkeit hat, interessante Gespräche zu führen. Also ich muss auch sagen, das macht für mich halt dann auch nochmal das Ganze zusätzlich zu einem Festival. So diese Freiheit zu haben, okay, ich habe gerade ein super Programm und ich kann gerade entscheiden, gehe ich dahin oder bleibe ich jetzt gerade noch draußen und trinke vielleicht was oder bin eben noch gerade im Gespräch. Das finde ich auch super. Weil wenn ich jetzt bei Rock im Park bin oder so, dann muss ich ja auch nicht alle Konzerte sehen, was ja gar nicht geht. Ja, genau. So, aber am Sonntag geht es dann eben schon früh los, um 12 dann mit dem ersten Film, oder? Genau, mit Messiah of Evil zum 50-jährigen. Ist ein offensichtlich auch vom, zumindest was den Stil angeht, vom italienischen Giallo-Kino also der 70er Jahre inspiriert ist, auch von, es sind unterschiedliche Angaben, ja, die Filmschaffenden selber sagen, es ist 1974, ich glaube in der IMDb steht 1973, es ist so ein bisschen, also man findet beide Informationen. Wir haben jetzt gesagt, ja, es ist zum 50-Jährigen. Und auch zusammen mit Camera Obscura, die ja auch ein ganz fantastischer Verleih sind, übrigens auch zu 50% in Stuttgart ansässig. Ja. Okay. Also auch homegrown sozusagen. Und da zeigen wir eine neue Fassung. Ja, da kann man kann es relativ, auch die Prämisse ist auch da wieder relativ schnell gesagt, eine junge Frau auf der Suche nach ihrem Vater kommt an ein Küstenstädtchen und da geht es halt nicht mit rechten Dingen zu und bald werden sie von okkulten Mächten gejagt, könnte man so sagen. Also wir haben es auch Tentakeln? Ohne Tentakel. Ohne Tentakel. Tut mir leid. Ja.
aber es sind ganz so wüst geht's da dann nicht so, aber es geht schon gut zur Sache. Lustigerweise hat das Regieduo später einen anderen Film gedreht, in dem es tatsächlich, wenn ich das richtig weiß, im Finale Tentakel gab. Ah, okay. Und zwar eine Comic-Verfilmung. Eine Marvel-Comic-Verfilmung. Und zwar Howard the Duck. Waren das Tentakel? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es war schon eine sehr abgefahrene Kreatur. Ja, aber die war doch so ähnlich wie bei Braindead Ratten ähnlich, oder? Ich kann gut sein, ja. Ich habe irgendwie dieses Finale, das hat sich mir irgendwie so ein bisschen ins Gehirn gefräst. Und da war trotzdem so ein halber Verdrängungseffekt. Howard the Duck ist wirklich so, ja, also ist ein Film, der im Gedächtnis bleibt, der mich so ein bisschen hin und her gerissen hat. Aber ich vergesse sehr oft, dass dieses Regieduo sowohl Messiah of Evil als auch Howard the Duck geschaut hat. Aber schau dir dann auch mal Messiah of Evil an, mit dem Gedanken, dass die später Howard the Duck gemacht haben. Okay, gut. Genau, dann Ghost Killer und dann danach Heroic Times. Ja, zu Ghost Killer muss man sagen, der Regisseur hat eine sehr lange Karriere als Stunt-Koordinator und Action-Director hinter sich. Und zwar war er unter anderem, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, aber er war, soweit ich weiß, der Action-Director von Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots unter anderem und Devil May Cry 4. Und er hat wirklich so einige nicht ganz unbekannte Videospiele, ja, hatte da seine Finger mit drin und hatte zum Beispiel auch an Sachen an den letzten, also in einem letzten John Woo-Titel, die jetzt leider nicht mehr ganz so gelungen waren, aber da hat er zum Beispiel mitgearbeitet und war auch in verschiedenen Stunt-Teams mit dabei und hatte zuletzt seine Finger im Spiel als Action Director von der Baby Assassins Trilogie. Also Baby Assassins ist jetzt nicht so wie Baby Geniuses, ja, wie den Ding. Also es sind zwei sehr, sehr, sehr junge, da geht es um zwei sehr relativ junge, jugendliche Auftragskiller, eine Auftragskillerin, ein Auftragskiller. Und es ist mehr so eine Action-Komödie. Da gibt es mittlerweile 3 Teile, die sind irgendwie, die ersten beiden sind in Deutschland erschienen. Der erste auf jeden Fall, ich glaube der zweite auch bei Bush Media, wenn ich es richtig weiß. Die sind sehr, sehr vergnüglich, aber auch irgendwie nie so wirklich auf Festivals gelaufen. Zumindest war das dann nicht so ganz auf meinem Radar. Kann man aber beide anschauen. Die Action-Choreografie ist super. Mhm. Bei Ghost Killer wurde die Stärke des Action-Regisseurs mit der Stärke des Regisseurs von Baby Assassins, der ja auch viel Comedy hat, die haben sich dann quasi zusammengetan und haben eine Action-Komödie draus gemacht. Und es geht darum, dass ein Auftragskiller getötet wird nach einem getanen Auftrag, wurde erschossen. Und durch eine, wie soll man sagen, Verkettung unglücklicher Zufälle wird er an eine junge Studentin gebunden, quasi sein Geist. Also er greift mehr oder weniger von ihr Besitz, unfreiwillig auch. So die Regeln sind, er kann sich nie weiter als 10 oder 15 Meter von ihr entfernen. Er kann aber auch, und nur sie kann ihn sehen, und er kann aber auch Besitz von ihr ergreifen. Also es ergibt sich dann relativ schnell eine Situation, in der der übergriffige Freund, der übergriffige Partner ihrer Freundin auch wieder etwas zu übergriffig wird und er dann quasi in sie fährt und man dann sieht, wie sie den Partner vermöbelt und sie dann aber immer wieder quasi, also die Schauspielerin macht es auch wirklich fantastisch, sie führt dann so Zwiegespräche, also man ist dann so, sie spielt sowohl diesen eiskalten Killer, der so sagt, ja, nur mit der Ruhe, dem hau ich jetzt mal ordentlich ins Fressbrett, so ungefähr. Und sie sagt aber, oh nein, aber ich kann doch gar nichts. Und so, und es wird auch wehtun und alles. Also das spielt die wirklich
richtig gut. Also es wechselt so im Sekundentakt. Und das ist durchaus eine sehr, sehr gelungene Mischung aus Comedy und halt dieser Action. Und die letzten 10 Minuten sind wirklich für Martial Arts Fans ein Träumchen. Man muss natürlich auch hier sagen, der Film hatte kein großes Budget. Es sind halt einfach, also wir haben den Schwerpunkt wirklich so auf das Indie-Genre gelegt, und Actionfilme sind natürlich teuer, ja, grundsätzlich einfach. Man sieht ihm sein Indie-Budget schon auch an, aber das tut dem Film jetzt an sich keinen so großen Abbruch. Man kann auch hier wieder online schauen. Also es gibt auch eine sehr, sehr positive IndieWire-Review zum Beispiel, und die allermeisten Reviews sind wirklich sehr, 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 sehr positiv. Das heißt, es ist auch wirklich so der Titel des Programms. Ja, auf jeden Fall. Na, cool. Wer nach dem relativ gemächlichen und atmosphärischen Messiah of Evil noch ein bisschen, also mehr Tempo, ja, möchte, der kann dann, also der ist bei Ghost Killer dann auch wirklich sehr gut aufgehoben. Genau. Aber genau, Heroic Times? Heroic Times, ja, das ist dann der danach kommt, und da kann dann der Puls wieder runtergehen, und da ist man eigentlich eher bei jeder einzelnen Szene und Einstellung am Staunen. Du kannst gerne die Handlung ausschweifender da erklären. Ich würde einfach sagen, es geht um den Ritter. Ja. Und das Besondere an diesem Film ist, dass wirklich jede Szene oder jedes Frame ein Gemälde ist. Wir haben ja immer eine Kooperation mit dem Internationalen Trickfilmfestival Stuttgart. Hatten wir letztes Jahr mit Delta Space Mission. Und Delta Space Mission ist so ein komplett das ist der erste rumänische Animationsfilm der Filmgeschichte. Und so ein komplett abgefahrener psychedelischer Trip. Da muss man wirklich auch im Kino gesehen haben. Und meiner Meinung nach, also Heroic Times, vielleicht stimmst du mir zu, Heroic Times lohnt sich auch im Kino, allein aufgrund der Bilder. Also es ist wirklich so, den auf der Leinwand zu sehen. Das war einfach, ich habe den vor 2-3 Jahren geschaut. Das war schon letztes Jahr so ein bisschen, hatte ich den im Hinterkopf, aber das hat sich dieses Jahr angeboten wegen des 40-jährigen Jubiläums. Ich habe mir immer gedacht, bei quasi jeder Sekunde, jeder neuen Einstellung habe ich mir gedacht, den muss man im Kino zeigen. Ja. Also es ist echt ein Kunstwerk. Ja. Es ist so erzählt wie ein Märchen. Es spricht die ganze Zeit ein Erzähler drüber. Es ist ein ungarischer Film, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Ja. Es ist, als wenn man von dem. Ist es ein Ölgemälde? Ich bin, was das betrifft, tatsächlich sehr, sehr hemdsärmlich unterwegs. Ich kann den tatsächlich, ich habe mich jetzt noch nicht so eingelesen in den Entstehungsprozess, aber dieser Look soll ein Ölgemälde-Look darstellen, ja. Genau, und da ist es nicht so, dass es ein Ölgemälde ist, dann wird da drüber 5 Minuten geschwafelt und dann geht's weiter, sondern die einzelnen Figuren bewegen sich. Also es ist eine Animation mit drin, aber es sieht trotzdem wirklich, egal wann man anhält, aus, als wenn das gerade so gemalt worden wäre. Irre. Also wirklich irre, habe ich so noch nie gesehen. Ja. Und es ist wirklich auch eine Schande, dass der Markt, ja, der deutsche Heimkinomarkt, so wenig hergibt mittlerweile, dass sich kein Label traut, diesen Film in Deutschland überhaupt rauszubringen. Okay. Weil, also, er ist in den USA erschienen, von Death Crocodile, also einem wirklich sehr, 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 sehr kleinen Boutique-Label, aber fantastisches Label, die auch Delta Space Mission unter anderem rausgebracht haben. Aber dieser Film hätte eigentlich eine tolle Veröffentlichung, eine tolle Heimkino-Veröffentlichung wirklich mehr als verdient. Und es ist wirklich eine Schande, dass ich weiß auch nicht, ob er jemals ich weiß nicht mal, ob er auf VHS oder auf DVD jemals erschienen ist, aber genau, auch deshalb sind wir da. Also deshalb ist ein Festival da, solche Filme hervorzuheben, wie gesagt, eine Plattform zu bieten. Und es erfüllt mich mit Stolz, ja, diesen Film zum 40-jährigen Jubiläum dann nochmal präsentieren zu dürfen, weil es halt sowas Einzigartiges ist, wie du auch gesagt hast, ja, ein einzigartiges Erlebnis für Filmfans. Ja.
Deswegen, also mehr zur Handlung als das mit dem Ritter muss man eigentlich wirklich nicht sagen, es ist egal. Ja, Also, ja. reinschauen und wirklich staunen. Also es ist sehr, sehr, sehr toll. Was nicht heißen soll, dass der Film keine Handlung hat, aber Er hat eine Handlung. Genau, aber es ist wirklich, also das muss man sehen, allein aufgrund der Bilder. Ja. Genau, und dann geht es schon in Richtung Ende. Ihr habt dann noch 2 Filme. Ja. Timestalker und Kneecap. Kneecap, yes. Kneecap. Also Timestalker kann man hoffentlich auch einigermaßen kompakt zusammenfassen. In Timestalker geht es um eine Dame, gespielt von Alice Lowe, die auch Regie geführt hat, die auch das Drehbuch geschrieben hat. Und die verliebt sich immer in den Falschen. Und es ist auch immer, also sie verliebt sich immer in den falschen Kerl. Und kurz nachdem sie sich in ihn verliebt hat, stirbt sie auf unterschiedlichste, aber immer gar schrecklichste Art und Weise. Okay. Und erwacht dann aber circa 100 Jahre später wieder, ja, und macht wieder den gleichen Fehler. Und so durchschreitet man die Jahrhunderte so ein bisschen im Schnelldurchlauf und man fragt sich immer, wird sie es diesmal schaffen? Nein, sie schafft es diesmal nicht. Und wird sie es, und dann verschlägt es die Handlung in die 1980er Jahre und man fragt sich, ja, wird sie es diesmal schaffen? Und das werde ich natürlich nicht verraten an dieser Stelle. Es ist ein schräges, weirdes, wildes Ding, ja, auch mit feministischen Untertönen. Und das macht wirklich sehr viel Spaß. Also da ist Alice Lowe wirklich ein Festival-Hit gelungen. Und es ist ihre zweite Regiearbeit, ihr Regiedebüt, Prevenge. Ist quasi ein Slasher-Film mit ihr in der Rolle der Slashenden. Und zwar, also spielt sie eine Schwangere, ja, also eine schwangere Slasher-Killerin. Wow, okay. Auch ein sehr, sehr abgefahrenes Szenario, auch ein ziemlich abgefahrener Film. Sehr Indie, den ich auch empfehlen kann. Der Prevenge ist noch ein bisschen eigenwilliger, wird wahrscheinlich auch nicht allen gefallen, aber es lohnt sich trotzdem, ihn zu schauen. Und Timestalker hat schon so ein bisschen mehr Appeal fürs breitere Publikum, hat auch höheres Budget für Production Design und so gehabt. Muss man auch, also zumindest ein bisschen mehr Budget haben, wenn man dann so durch die Jahrhunderte springen möchte. Und dazu auch, also das war auch kein großes Budget und ich habe mir auch währenddessen gedacht, ich würde gern mal die Frau Lowe auch, die Mrs. Lowe dann auch fragen, wie sie es umgesetzt haben, weil es wird nicht einfach gewesen sein. Das ist schon sehr hochwertig alles gemacht. Da muss man schon den Hut davor ziehen. Also mit einem Indie-Film so eine Zeitreise-Komödie durch die Jahrhunderte zu stemmen, hat mich schon da beeindruckt und macht auch Spaß. Ja, cool. Okay. Und dann endet ihr noch auf einer komplett Mainstream-Note wahrscheinlich, weil das dann auch komisch ist. Es wird Weekend ganz normal enden zu lassen, oder? Boah, also Kneecap ist vieles, aber nicht normal. Und ich muss sagen, ich hab den dieses Jahr beim European Film Market im Rahmen der Berlinale, beim European Film Market gesehen, morgens um 9, nach so 3-4 Stunden Schlaf und 2 Kaffee-Intus, die nicht viel geholfen haben. Und er hat mich einfach wach gekickt. Okay. Also das ist wirklich so, es ist so eine semi-biografische, Semi-Biopic über eine irische Rap-Kombo, die also deren Ziel es auch ist, irgendwie die irische Sprache, das Gälische, wieder in den Umlauf zu bringen, weil es halt sehr wenig, weil es halt immer weniger und weniger gesprochen wird. Genau, sie wollen das halt wieder fördern. Ja, aber das klingt jetzt eigentlich nicht so, als wenn der Film jetzt weird wäre. Es ist halt schon, es gibt in diesem Aufstieg dieser Band, da spielen Drogen eine nicht ganz geringe Rolle. Es ist auch anderes so ein bisschen so Krimi, Thriller, Drama-Elemente so mit drin.
Es ist wirklich ein wilder Genre-Ritt, ja. Und ich kann auch wirklich sagen, auch Leute, die jetzt mit Hip-Hop, Rap nicht ganz so viel anfangen können, die sollten trotzdem mal einen Blick wagen. Also ich kann so den Einwand verstehen, ja, dass es jetzt nicht so nicht so ein krasser Genrefilm ist, aber wir haben es auch dieses Jahr zum ersten Mal, wenn man das Logo jetzt schaut, beim Weird Weekender und das International Film Festival Stuttgart das Genre dann auch rausgenommen, weil es ist halt, wir wollen jetzt natürlich wir werden keine Mainstream Arthouse Dramen zeigen, aber wir wollen auch schon so ein bisschen den Indie-Film an sich, also so ein bisschen breiter fassen, ja, und Genre trotzdem bedienen, aber das Korsett jetzt nicht ganz so eng schnallen. Okay. Ja. Also da wird immer noch schon Genre mit dabei sein, sehr stark vertreten sein, ist dieses Jahr auch. Aber wenn man halt sowas wie Kneecap dann sieht, das passt auch das passt auch in keine Schublade. Denn also Programmkino, ja, Arthouse, das Publikum, der Film fliegt dem Arthouse-Publikum um die Ohren. Ja, also das ist nicht wirklich was für die. Im Programmkino auch schon, ja, für ein studentisches Publikum natürlich ein hervorragender Film, der aber schon irgendwo schwierig zu vermarkten. Man merkt, du ringst auch mit den Worten. Ja, ich kann halt auch wirklich nur sagen, dass das einer der besten Filme des Jahres ist. Und das, also wirklich, okay. Der hat, wenn ich das richtig weiß, ich hoffe, dass ich das nicht falsch sage, aber der Schnitt bei Letterboxd liegt bei 4,1. Was nicht schlecht ist bei 5. Ja, so einen Schnitt haben nicht viele Filme und das kommt nicht von ungefähr. Also das ist einfach einer der besten Filme des Jahres. Und der hat eine unglaubliche Energie, ja. Also, und natürlich, Michael Fassbender hat eine Nebenrolle, ja, also spielt den Vater von einem der 3 Jungs. Aber ansonsten wirklich ein ruppiges Ding, ja. Ja, ich kann es leider gerade wahrscheinlich ein bisschen schwer verkaufen, aber ich kann nur allen sagen, Leute, guckt den an, der kommt im Januar regulär ins Kino, aber macht einfach unglaublich Spaß. Ja. Okay. Ja, cool, sehr cool. Also das heißt, rein vom Rahmenprogramm her hat man vor allem am Samstag und Sonntag genügend zu gucken. Genau. Ja, so wie es ich auch eingeschätzt habe von den Filmen, die ich gesehen habe und eben auch vom Programm her. Es ist für jeder Mann was dabei, auch für Freunde der Anime Richtung, die viel Spaß haben mit Tentakeln. Da vielleicht noch meine letzte Frage. Wurde daher auch das diesjährige Poster... Nein. Okay. Hatte nichts damit zu tun. Tatsächlich. Aber ja, ich verstehe es. Ich verstehe die Frage. Absolut berechtigt. Aber tatsächlich nicht. Das war einfach ein Motiv, das uns sehr gut gefallen hat. Ja, vielleicht war das auch bei euch schon unterbewusst mit drin. Ja, das stimmt, ja. Da haben sich die Tentakel schon ins Hirn gebohrt. Ja. Was ich auch noch sagen möchte, ich möchte nicht vergessen, Heroic Times präsentieren wir in Kooperation mit dem Internationalen Trickfilmfestival Stuttgart. Mhm. Das ist nächstes Jahr Anfang Mai wieder. Also eins der größten Animationsfestivals der Welt. Also da kann man auch sagen, gerade was die Industrie, was der Branchenbereich angeht, da kommen jedes Jahr seit 20, 30 Jahren auch schon. Das müsste jetzt auch auf sein 40. Jubiläum zugehen langsam, oder hatte es schon? Also es ist schon sehr das gibt es schon sehr lange, aber da kommen auch Scouts von Pixar und Illumination und holen da die Studis, die Talente da weg. Also cool. Und das ist ein großes Ding und die haben uns mehr oder weniger, also ich bin da halt einfach mal hin und habe gesagt, hey, wir sind der Weird Weekender und uns gibt's, habt ihr Bock mit uns zu kooperieren? Und es war wirklich so im Verlauf des ersten Meetings so, ja, na klar, machen wir, das klingt ja super. Und ich so, cool. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist ja fantastisch, weil ich meine, die sind halt wirklich riesig und das ist ein tolles Festival und wir sind halt da sehr, sehr klein. Und also wirklich, wirklich cool. Und der Pablo,
der beim ITFS arbeitet, der ist auch so ein bisschen beim Weird Wednesday und Weird Weekender im Team jetzt mittlerweile auch dabei, weil er das da auch sehr cool findet und der macht seine Sache auch immer super. Und wie gesagt, wir wollen da auch das Netzwerk ausbauen und einfach da also zeigen, was es in Stuttgart gibt, weil das ist halt, also man glaubt auch gar nicht, was es da gibt es so viele Post-Production Companies, so viele Visual Effects Firmen, so viel Marvel und DC Special Effects, Visual Effects entstehen in und um Stuttgart, Game of Thrones, ja, also und nicht nur das, also man glaubt gar nicht, dass es in dieser Stadt so, oder viele wissen nicht, dass es in dieser Stadt so eine Szene gibt und die wollen wir einfach beleuchten. Und da auch noch mal, wir haben am Freitag um 14 Uhr im Adapter, in der 1A-Lage, so heißt es tatsächlich, 10 Minuten zu Fuß am Stuttgarter Hauptbahnhof, also 10 Minuten zu Fuß vom Festivalkino, haben wir so ein kleines Branchen-Netzwerktreffen. Also das war jetzt der Ausgangspunkt war, wenn Leute Interesse haben, eigene Genrereihen zu machen, dass die da hinkommen, ja, mit dem, also aus dem süddeutschen oder deutschen Raum, wie auch immer, dass sie da hinkommen und dass man sich austauschen kann mit Leuten, die da erfahrener sind. Aber mittlerweile ist es auch so, dass halt, also auch Leute aus anderen Bereichen, Medienbereichen da dann wahrscheinlich hinkommen. Es wird nicht groß sein, ja, also nichts Großes werden, das ist das erste Mal, aber das wird einfach so ein Netzwerktreffen geben mit den Leuten, die da sind, auch so ein nach dem Eröffnungsabend nochmal ein zweiter, so ein bisschen Auftakt zum Festival. Das wird für die Leute, die halt auch Festivalpass-Leute, die halt am Freitag um 14 Uhr auch schon Zeit haben, kann man da hinkommen, sich austauschen, quatschen und so. Genau. Ja, also perfekt für alle, die jetzt gerade zuhören und versuchen, einen Fuß in diese Richtung zu setzen. Das Weekender lohnt sich auch zum Netzwerken. Daher, wie es der Stefan gerade schon beschrieben hat, auch dahin mal gucken, ob man nicht die Zeit sich nimmt und dann dahin fährt. Und vor allem Donnerstag und Freitag. Ihr habt das ja wirklich sehr arbeiterfreundlich gestaltet. Ja, ich weiß, ja. Da müssen wir vielleicht im nächsten Jahr nochmal dran arbeiten. Ja, wir versuchen jetzt mal und gucken mal, also wie das Interesse ist und wie das dann umgesetzt ist. Und richtig cool. Ja, genau. Und nächstes Jahr, ich meine, ihr kommt ja nächstes Jahr dann auch persönlich, also das ist ja schon fix, gell? Ja, wenn du uns einlädst, klar. Ja, müssen wir gucken, was Budget hergibt. Ach so. Du hast es jetzt schon öffentlich bei uns im Podcast gesagt. Dann schon mal vielen Dank, Stefan. Danke, ja. Wir kommen alle 4 sehr gerne. Ja, zur Theateradaption von Orozuki Dochi. Schauen wir mal, wer dann die Akebi ist, ja. Ja. Ja, super. Gibt es noch irgendwas, was du sonst noch sagen möchtest, was du den Leuten so als Fazit mitgeben möchtest? Ja, komm vorbei, wird geil. Genau, das ist ein geiles Fazit. Ja. Also von dem her dann vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr interessant. Auch danke für die Einblicke, die du gegeben hast, mit Tentakeln oder auch ohne. Ich glaube fast, wir müssen da tatsächlich nochmal dann eine eigene Folge drüber machen. Bitte. Mit Kane. Ja, mit Kane. Der hat den, glaube ich, nämlich noch nicht gesehen. Und Dropout war nämlich auch so nett und hat den Screener für den zweiten Teil gleich noch mitgeschickt. Ja, das stimmt. Also da gibt es dann wahrscheinlich noch eine extra Folge. Und ansonsten sage ich dann schon mal kommentieren, liken, teilen. Schaut's auch im Weird Weekender vorbei. Ihr habt jetzt noch genügend Zeit, wenn es jetzt am Dienstag rauskommt. Bis Donnerstag. Ja, und dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören beim besten Podcast der Welt. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein inneres Gänseblümchen pflücken. Dankeschön. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal, Stefan. Ciao. Bye, bye.